So, ich bin hier immer noch in der Nähe der Grotte del Bue Marino. Dieses ist der Pfad, der dahin führt. Da oben um die Ecke ist sie. Ich sitze gerade, bin zu faul aufzustehen. Hab auch schon 2,5 Stunden Wanderung hinter mir. Sehe darum auch etwas derangiert aus. Daran einfach nicht stören. Aber ich zeige dann lieber die schöne Natur, das Meer in seinem hübschen Türkis und lese euch ein bisschen aus dem Buch vor. Es geht um den November und um den Supramonte. Im November zeigt sich Sardinien nämlich wirklich mal von seiner wilden Seite. Und wenn es so einen schönen Tag gibt wie heute, beziehungsweise es ist gleich eine ganze Phase, die mit dem Fest von St. Martin am Sonntag begann. Man sagt L'estate di San Martino, der Sommer von San Martino, durerà 3 giorni e un pochino. Dauert 3 Tage und ein bisschen. Und das ist tatsächlich so. Heute ist der 14.11., also der 3. Tag des November-Sommers. Und wer sich das merken will fürs nächste Jahr, kann das ja schon mal in den Kalender eintragen. Lustigerweise klappt das immer irgendwie. Aber wahrscheinlich genau nächstes Jahr nicht. Und dann kriege ich 27 Milliarden Leserbriefe. Aber egal. Auf jeden Fall ist es heute sehr schön. Und der Supramonte ist halt ein wirklich wunderschönes Trekkinggebiet. Und so Tage wie heute, die kann man echt gut nutzen. Muss einfach nur aufpassen, dass man Pfade nimmt, die man entweder schon kennt, wenn man alleine geht, oder sich einer kleinen Gruppe anschließt und nirgendwo lang geht, wo es nicht wirklich klar ersichtlich ist. Ich lese einfach mal ein bisschen aus dem Buch Sardinia, das Reisebuch aus Sardinien für das ganze Jahr, auf den Spuren eines schwarzen Schafs, dessen Erstauflage leider vergriffen ist, aber keine Sorge, die 2. Auflage ist schon in Arbeit, weil es ein Privatprojekt ist, also privat geschrieben, finanziert, erdacht, gestaltet, Vertrieb, in die Post stopfen. Mache ich alles selbst mit 1, 2 Freunden. Danke an die. Und mal gucken, wann Auflage 2 rauskommt. Ich gebe mir Mühe und beeile mich. Das Kapitel im November heißt Ungezähmter Supramonte. Die höchsten Gipfel des Supramonte enden über 1 Kilometer über Meereshöhe in der Senkrechten. Der Nepalese lächelt da nur müde. Dem Deichläufer ist das mehr als genug. Das schwarze Schaf ist in seinem Lieblingsrevier, einer der wildesten und naturbelassensten Regionen Europas. Seit es das erste Mal den Fuß hineinsetzte, versucht es Pecoranera erfolglos, die Weite des Supramonte zu erfassen. Ein ganzes Leben reicht vielleicht, um einen Teil von ihm ganz gut einschätzen zu können. Wenn du ein paar Tage hier verbringst, fängst du leise an, das zu verstehen. An seiner Küste wirst du der Faszination Supramonte vermutlich sofort erliegen. Wie auch nicht. Die Kombination aus Meer und Berg ist phänomenal. Der Supramonte entschleunigt und erregt auf. Wenn im Herbst in den türkisfarbenen Traumbuchten meterhohe Wellen an die stabilen Felswände donnern, kleine Wortbildschere, das tun sie hier heute nicht, aber sie können. Und dann ist dieser Pfad auch gerne mal unter Wasser. Wenn im Herbst also in den türkisfarbenen Traumbuchten meterhohe Wellen an die stabilen Felswände donnern, wenn sich in den stillen, melancholischen Landschaften seines Inneren Wolken auftürmen, wenn Nebel aufzieht
und dein lieblicher Pfad binnen Minuten zu einer Überlebensaufgabe wird. Wenn der Wind eisig durch die märchenhaften Schluchten pfeift, dann wird dir bewusst, wie unheimlich bedeutungslos, unbeholfen und winzig du bist. Näherst du dich von Norden, ist das Gebirge plötzlich da. Stolz erhebt sich der Monte Corasi am Horizont, an seine Flanke schmiegt sich Oliena, ca. 400 Meter über dem Meer. Fährst du via Dorgali gen Süden, nimmt die Höhe ab. Die sanften Schwünge der silbrig-grauen Riesen scheinen sich ewig fortzusetzen und sind doch durchsetzt von Tälern, Grotten und Canyons. Manche Hänge gehen steil hinab. Du triffst immer wieder auf freilaufende Tiere. Hier fliegen sie eher. Oder schwimmen. Man kann übrigens baden. Vorhin in der Cala Fuili habe ich ein paar Kletterer gesehen, die sich tatsächlich ins Meer gewagt haben. Also, ich mache das nicht heute, aber geht. Halten wir fest, der Supramonte ist nichts für Haubentaucher. Die sardische Wildnis ist kein Ponyhof. Wer sich hineinwagt, sollte auch wissen, wie er dort zurecht und wieder hinauskommt. In einigen Gebieten brauchst du einen guten Guide, um deinen Pfad überhaupt zu finden. Einfache Touren gibt es im Supramonte nicht. Und frag nicht nach Schildern. Hallo? Wildnis? Das zivilisationsverkümmerte Wesen, das der Mensch heute ist, gerät vermutlich schnell an seine Grenzen. Wer ohne Handyempfang Panikattacken bekommt, wer Mühe hat, wenn im Büro die Klimaanlage ausfällt und wer ohne Strom und Wasser keine 3 Tage im eigenen Haus überleben würde, sollte genau überlegen, wie weit er hier gehen kann. Ich kenne auch Leute, denen eine solche Treppe oder ein solcher Pfad schon zu viel wäre, weil man da nämlich durch den Boden gucken kann und weil der ziemlich nah am Meer ohne irgendeinen, ja, doch eine Absicherung gibt es, aber ohne einen festen Boden oder einen undurchsichtigen Boden hier direkt an der Felslanke entlang führt. Das da hinten die letzte Nase ist übrigens die Cala Luna. Dahinter wird es noch wilder, wilder, wilder. Das ist der Supramonte, von dem ich eben vorgelesen habe. Dieser erste Teil ist noch relativ einfach. Machbar, wenn man schon ein bisschen Wander- und Klettererfahrung hat. Nochmal ein Blick nach Norden. Natürlich kannst du hier auf großartige Weise Grenzen austesten. Hast du ein Neberg oder Kammerlander gehen, ist das Revier für dich nicht weniger als ein Paradies. Der Supramonte ist geeignet, um ein paar Tage, wenn nicht sogar einen ganzen Aktivurlaub zu verweilen. Du kannst und wirst in intensiven Kontakt mit der Natur treten. Instinkte werden belebt, Sinne geschärft. Du bist nah an der Natur und vor allem an dir selbst. So. Ich gehe jetzt diesen wundervollen Wanderpfad wieder zu meinem Auto zurück. Es ist nämlich schon für November reichlich spät, sprich so kurz vor 4 müsste es jetzt sein. In einer Stunde geht die Sonne unter. Das Licht wird schon sehr, sehr schön und ja, bis zum nächsten Mal auf dieser Welle. Ich freue mich.